Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind ja wieder mit in der Quest stecken geblieben und zwar müssen wir den Killvax Todeswanderer töten. Ich würde sagen, wir machen uns direkt mal auf den Weg zu ihm an. Wir haben hier in der letzten Folge ein paar Knöchel gesammelt, ein Kistchen gefunden und so weiter. Und jetzt sind wir auch, glaube ich, so der Endquest von dieser ganzen Sache angekommen und der sollte sich eigentlich gerade hier oben befinden. Dann würde ich sagen, wir schauen uns die Gestalt mal an. Okay. Ja, sieht noch schmackhaft aus. Komm, töten wir ihn einfach. Dann sehen wir ihn auch besser. Ja, es ist einfach ein irgendein Gespenstchen mit Rüstung, würde ich jetzt mal sagen. So. Dann hat wirklich eine Herausforderung gestellt, der glaubt es jetzt nicht wirklich da. Der hat jetzt irgendetwas im Petto, wo es plötzlich. Ja, jetzt ist er immun. Okay, er ist immun. Ah, genug jetzt. Das haben wir schon geschafft. Wir haben es schon geschafft. Ja, nice. Zeit für Bausandis Urteil. Wir haben die Pilakterin und Schweizer hat mir die Knochen besorgt, um dein Voodoo zu binden. Also wir beenden sein Voodoo. Let's go. Ah, jetzt ist er wieder verwundbar. Jetzt liegt es an uns. Okay. Er hat einfach einen kleinen Gastauftritt haben. Komm, wir markieren, dann wissen wir immer genau, wo er jemand ist, steht. Er hat einfach seinen Gastauftritt haben da in dem epischen Kampf gegen den Killvax Todeswandler. So. Dann bieten wir einen Schalter, dann haben wir das eigentlich schon erledigt. Und dann glaube ich, dann haben wir da schon weit alles abgeschlossen. Dann können wir langsam weitermachen mit der Schatten des Todes. Und schauen, ob wir den Bovandi, den Loar vom Tod, finden können. Daher, let's go! Shinga, Todeswandler, Quiz beenden! Und Level up! Nice, Level 45! Wir sind Level 45, noch 5 Level! Nice. Und wir haben sogar ein neues Talent freigeschaltet. Da können wir ja mal ganz kurz schon durchgüchseln. Und zwar Stampede. Das ist eine Fähigkeit, die wir aktivieren können. Ruft ein Tierherde aus der Wildnis herbei, die euch herumstürmt und euren Gegner 12 Sekunden lang Schaden zufügt mit 2 Minuten Ablenkzeit. Ja, das klingt ja schon mal so schlecht. Dann haben wir da auch wieder eine Fähigkeit, und zwar feuert 2,8 Sekunden lang eine Geschosssalve ab, die bis zu 8 Gegner von euch durchschnittlich 531 körperlichen Schaden zufügt, kann aus der Bewegung heraus eingesetzt werden. Das wäre beides, glaube ich, Flächenschaden, wenn ich mich nicht täusche, also etwas, was ich unbedingt haben will. Oder wir haben passiv, wenn ihr Stachelpfeile einsetzt, stampft eure Begleiter auf den Boden und fügt zu allen Gegnern in der Nähe 178 körperlichen Schaden zu. Ist natürlich nice, weil wir hier 2 davon haben, also ich gehe dann davon aus, dass beide das einsetzen, oder vielleicht auch nur einer davon. Aber macht auch wieder einen Flächenschaden dort in dem Bereich rum, wo eigentlich unsere Drachenfalken werden jedes Mal, wenn wir Stachelpfeile einsetzen, also das da, und das setzt sich eigentlich durchgehend im Kampf. Ich muss sagen, alle 3 Fähigkeiten tönen mega genial. Am besten wäre schon fast das da, weil es ist halt wirklich 20 Sekunden Ablenkzeit, das ist nicht alte Welt. Das hat halt eine mega lange Ablenkzeit. Ich würde sagen, wir probieren mal Sperrfeuer. Wir probieren es mal aus und sonst wechsle ich auf den Stachelpfeil über. Ich hoffe, das ist eine gute Wahl. Ich hoffe doch, das ist eine gute Wahl. Wir pflanzen dich jetzt einfach mal da in unser freies Feld und dann machen wir uns direkt mal weiter auf den Weg zum Knochenschrein. Ab zum Knochenschrein können wir auch gerade wahrscheinlich dann mal unsere Fähigkeit ausprobieren. Sonst können wir die eigentlich auch mit der hier wechseln, weil die brauche ich eigentlich nie. So, Knochenschrein, plündern, untersuchen oder was auch immer. Sieht aus, als ob sie geopfert wurde. Seht, der Mörder hat einen Dolch da gelassen. Okay, ein Opfer gab in dem Fall. Alles klar. Da haben wir gerade das Kisteli. Schauen wir da mal schnell nach. Kisteli. Irgendwo da sollte ein Kisteli haben. Wenn ich gerade schon da bin, dann schnappen wir uns doch hier. Oder er hat sich das schon geschnappt. Aber wo ist es? Es könnte möglich sein, dass der sich das schon geschnappt hat. Oder das ist eine Höhle. Oh. Hallo. Ich bin zu gross, müssen wir schon absteigen. Jawohl! Eine Kisteli und ein verstecktes Dörfli. Oder wie, was auch immer. Nice! Kisteli! So, da können wir sogar noch schon ein paar Sachen verkaufen. Zack. So, dann haben wir gerade wieder Platz. Können wir dich gebrauchen? Das müssen wir noch anlegen. Das müssen wir noch anlegen. So. Nicht so schüchtern. Haben wir es angelegt? Jawohl. Und dann verkaufen wir das wieder. Gut, dann haben wir gerade wieder Platz im Inventar. Dann können wir weiter schauen. Dann haben wir wenigstens auf dem Weg schon mal wieder ein gemütliches Kisteli eingesammelt. Und Level 45 sind wir ja auch schon. Also ziemlich nice unterwegs momentan.
Dann gehen wir jetzt mal schauen, ob wir den Bovandi, oder wie der genau heisst, findet. Hallo? Das ist mal ein guter Fang. Hansabu. Sali Hansabu? Grüßt euch, Fremd. Ja, Sali. Was wollten ihr von Hansabu? Quest beenden und besiegt Bluthexe Nayami. Ja, Nama. Das Mojo Okay, also wir dürfen töten. Ihres Mojo ist mega mächtig. Das erinnert mich eher an einen Film, den ich kenne. Austin Powers. Mit seinem Mojo. Oh! Nice, da können wir gerade mal unsere neue Fähigkeit ausprobieren. Ist aber noch geil. Ist aber noch geil. Ist noch geil, da können wir wirklich geile Flächen damit machen. Es ist halt auch wieder eine recht lange Ablenkzeit. Also, die Frage ist, ob wir wirklich dann auch genug Schaden einheizen mit dem Ganzen. Und da haben wir schon Bluthexe Nayama. Und töten wir die mal ganz. Hä? Sammeln wir da schnell ein. Sie ist da verschwunden und spritzt ihr Blut in die Gegend umeinander. Jetzt können wir das eigentlich gerade nochmal probieren. Also es macht wirklich auch anständig guten Schaden. Also, es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, so, hey, die macht wenig Schaden. Das macht wenig Schaden. Also ich glaube, in einer Gruppe rein kann das noch ziemlich guten Schaden auswirken. Ich glaube, wir behalten es mal bei. So, dann machen wir uns direkt weiter. Da hätten wir noch ein Monster mit einem Sternli. Ist das der da, der Xuba? Komm, dann töten wir den auch noch schnell. Vielleicht droppt der noch irgendetwas Spezielles gerade für uns, wenn wir schon da sind. Ja, es macht wirklich guten Schaden. Also es macht um die 2000 Schaden rum. Und wenn wir jetzt eine Horde von kleinen Gegnern haben, machen wir wirklich in dem Fall ziemlich guten, auswirkenden Schaden. Wir lassen es mal bei. Und sonst können wir uns dann immer noch entscheiden, etwas anderes zu brauchen. Und für das müsste ich dann sowieso an einem Ruheort sein. Sollen wir mal schauen, dass wir dann mehr seine Fähigkeiten unterbrechen. Unterbrochen. So, und dann haben wir das auch schon erledigt. Nice. Einfach noch Gold. Schade, jetzt habe ich auf ein geiles Rüstungsteil gehofft oder eine neue Waffe oder irgendetwas. Aber in dem Fall ist das nicht der Fall. Schade. So, die Seelenausmerzung. Dann gehen wir mal güchseln. Ob wir am Baumdadi, oder wie man ihn ausspricht, einen Schritt näher gekommen sind. Sali, Bluthildpriester. Wächter von Zolba. Okay. Die Ruine ist hier, beim sandigen Weiden Bluttrolle. Okay, der Bovandi sollte irgendwo da sein. Verwendet Hanzubas Glücksbringer, um die Geister von Zombal auferstehen zu lassen. Okay, machen wir doch. Und wie muss ich das? Ah, da hinten haben wir etwas. Okay, es sind mehrere Punkte einfach am Boden, wo wir müssen ermächtigen. Also wir müssen da irgendwelche Geistli beschwören. Okay. Dann machen wir doch das ganz kurz. Wir haben da auch noch eine weitere Quest irgendwo dahin. Ah, da ist auf dem Flugplatz. Okay. Dann können wir ja nachher noch annehmen. Wir werden jetzt das erste Mal da die Geistli beschwören. Ermächtigen! Let's go! So, warten, schalten wir noch schnell den Flugplatz frei. Nice. Und dann schauen wir mal, was jetzt da passiert. Mit dem Hansabu. Grüßt euch. Quest beenden! Wow, wieder jemand Level Up gemacht! Glückwunsch! Wer seid denn ihr, Fremdling? Hilft Hexin Dr. Keba, das Ritual abzuschließen, um euch als Blutroll zu tarnen. Okay, und du hast Sprech mit Hansuba im Innenhof der Nekropole. So, die labern jetzt gerade ein bisschen durcheinander, ein bisschen viel. Ich lasse jetzt mal nicht so wirklich zu. Sondern wir wollen jetzt wirklich mal das Ritual schon machen. Okay. Jetzt muss ich da wieder irgendetwas machen. Was muss ich jetzt machen? Ah, jetzt muss ich mit ihm reden einfach. Braucht ihr ein bisschen Voodoo? Okay, let's go. Zeig, was du kannst. Wird ein bisschen wehtun. Nur ein bisschen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, dann, wir schaffen das. Frauen befehlen die Kriegsmeuten. Also müsst ihr wie eine aussehen. Lasst mich mal machen. Hey, ich bin am Sterben fast. Krieg ich hin. So, hab euch den Geist von nem Bluttroll verpasst. Okay, Magie wird euch verwandeln, wenn ihr näher an ihr Dorf rangeht. alles klar. Also, wir haben jetzt geschafft, wie eine Blutrollenfrau auszusehen, sobald wir in ein neues Dorf kommen. Schleicht euch nach Zalamar hinein und findet Yochunga. In der Nähe von ihrem Lager werdet Okay, also wir haben eine Quest da vorne oder wir haben eine Quest da hinten. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um die geradeaus. Passt auf, die Tarnung ist nicht perfekt.
Okay, die Tarnung ist nicht perfekt, aber wir können das verwandeln, wenn wir dann in das Dorf reingehen. Aber ich wollte jetzt zuerst mal eigentlich da gerade ausschauen, weil es sieht richtig episch aus. Darum würde ich mir also gerne schnell angüchseln. Was ist geschehen? Ich lag krank im Bett und wo bin ich jetzt? Okay. Das tut nicht einmal... Das sieht mega geil aus. Und die Opfer sind bereit. Quiz beendet! Zeichne mit Hand Zabo aus Ritualfleisch einen Ritualkreis und schlag die Trommel der Geister, um das Ritual abzuschließen. Auf. Was, ich muss da... Lasst die Vision eure Schritte lenken, bis sie den magischen Kreis bilden. Okay. Vorsichtig und sehr gut. Jetzt schlag die Trommel. Jetzt trommeln. Okay. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir am machen sind. Auf die Trommel hauen. Und er spricht da irgendwelche Sätze. Diese Opfer erwarten euch. Die Stimme kennt Bosandi. und Geschenke. Sehr schön. Kommt rein. Kommt rein. Wir laufen ihm einfach jetzt mal gemütlich nach. Der Bosandi hat uns eingeladen, dass wir dürfen da ihm beitreten, also zu ihm anzugehen. Dann schauen wir uns die ganze Geschichte doch mal an, wie der aussieht und so. Und da hinten haben wir ein Kisteli. Das müssen wir uns nachher gerade noch schnell holen. Da gehen die Lichter eins nach dem anderen. Das ist mega episch da. Mega episch. Soll ich mir zuerst das Kisteli schnappen? Komm, wir schnappen uns zuerst das Kisteli, bevor jemand anders dort hingeht. Weil da ist nämlich schon jemand am Kämpfen. Wo ist denn das Kisteli? Es sollte eigentlich gerade da sein. Es sollte eigentlich gerade da sein. Kisteli. Ah komm, dann schnappen wir es uns nachher. Schauen wir zuerst mal weiter. Schauen wir doch zuerst mal weiter, wie es weitergeht. Weil da hat es gerade 2 Kisteli. Dann schauen wir uns zuerst mal an, was der Bosandi davon ist. Wie es aussieht, steckt er nämlich da rein. Dann gehen wir mal Hallöli sagen. Hallo? Sieh an, hallo. Hallo? Sieht episch aus. Wollt ihr eure Schulden begleichen? So. Sawonsandi, ich bringe euch leer Seelen. Komm, wir machen einfach mal weiter. Ich mag den jetzt nicht gross zuhören. Sammelt 6 verwesene Blutsteine für Bosandi. Der entzweite Tempel vernichtet 5 schädliche Entweihungen in der Nekropole und heilsuchende Tode besiegt Hexenprinzessin Tizenia und Kriegsfürstin Malaya. Okay, let's go. Sawonsandi wacht über euch. Was, du wachst über uns? Ja, das klingt doch schon mal schmackhaft. Der Tod selber wacht über uns. Und jetzt haben wir da mehrere Quests gerade da. Ich meine Schuld abbezahlen kann. Da in dem Bereich rein. Und plus noch ein Bonusziel wieder mit da unten. Also ich glaube, da kommen wir so gar nicht mal so schlecht dran. Komm, das machen wir gerade kaputt da. Und jetzt müssen wir ja sowieso eigentlich da hinten alles abmerzen. Da wenn ich da das Kisteli an will, weil das sollte ja irgendwo da sein. Komm, das machen wir jetzt einfach einmal. Jetzt können wir gerade mal schnell unsere neue Fähigkeit ausprobieren, wie gut die in Wirklichkeit ist. Ja, sie macht schon guten Schaden, aber ein bisschen mehr könnte noch schon noch sein. Ein bisschen mehr dürfte da schon noch sein. Komm, greifen wir den an, damit wir den da schnell wegräumen können. Also ich bin mir jetzt unsicher, eben, wenn ich jetzt da die ganze Stachelpfeile einsetze, ob das mehr Schaden verursacht als unsere Mehrfachschusskanone jetzt da gerade. Aber es ist schon mal ein guter Anfang. Wir lassen es mal noch so. So. Verwesende Blutsteine haben wir schon mal 2 gesammelt. Da haben wir sogar nochmal eine Quest zum Annehmen. Und unsere Drachenfalken sind tot. Nice. Das habe ich auch wieder mal super anbekommen. Oh. Das Kisteli habe ich eben immer noch nicht gesehen, obwohl ich jetzt dort schauen bin. Aber du, nehmen wir nochmal eine Quest. Nehmen wir die auch noch schnell an. Sali. Verschafft Valubius Hauerring. Okay. Okay. Und es sind da noch mehrere Leute unterwegs. Also wahrscheinlich hätte es da wahrscheinlich sogar noch viel mehr Dämonen unterwegs, als es jetzt gerade hat. Zu diesem mehr als geduldigen Gott zu bringen. Irgendwo... Ah, da hinten. Mit dem Ritual. Ich werde diese klägliche Hülle Aber mit... hinter mir lassen. Mit dir dazu schon zuerst töten. Jetzt muss ich langsam schauen. Ich habe ein bisschen wenig Leben am Start. Jawohl, machen wir es so. Ich muss zuerst etwas anbieten. So, töten wir schnell den da zuerst. Und dann sollte nämlich die Kugel da fallen von ihr. Das werdet ihr bereuen.
Ich bereue gar nichts. Außer dass ich irgendwie mega viel Schaden nehme. Das kann sie nicht sein. Wieso kann ich mich schaden? Komm, stirb einfach. Ich muss Gas geben, dass die mich da noch... Gut, let's go. Nice, das haben wir jetzt gut erledigt. Aber ich würde sagen, wir essen ganz kurz schnell etwas. Weil mit so wenig Leben umeinander laufen ist mir jetzt nicht gerade zu wohl. 21% haben wir sogar schon von dem hier erreicht. Also nur mit dem, dass wir jetzt die Quests erledigen. Vielleicht schaffen wir das ja wirklich auch füllen mit dem, dass wir die Quests einfach erledigen. Das kommt schon mal ziemlich gut. Dann sind wir hier im Auftrag von Bufsadi. Wupp, wupp. Let's go. Wir haben Kasse. Wir sind wieder topfit und machen weiter, wo wir stehen geblieben sind. Aber ich würde mal sagen, wir laufen jetzt einfach mal da. Oh, schau, der ist da schon wirklich fleissig am Kämpfen. Und macht uns den Weg frei. Sollen wir ihn unterstützen? Nein, der schafft das auch ohne uns. Das ist ein Magier, der hat genug Flächen-Damage. Aber ich würde sagen, wir gehen mal auf die andere Seite, weil wir haben ja auch noch etwas, was wir töten müssen. Etwas Größeres. Und auf dem Weg können wir dann schauen, ob wir da noch ein paar von diesen Viechchen töten, weil wir brauchen ja von ihnen auch noch etwas. Schädliche Entweihungen zerstört. Also das sind ja die da. Nein, da. Nein. Keine Ahnung. Machen wir einfach einmal. Ah, das gibt einfach mehr Prozenten da. Okay. Okay. Aber wir haben da vorne noch etwas zum Erledigen. Oder ist das da drinnen? Ich glaube, das ist da drinnen. Dann gehen wir mal da rein schauen. Das zeigt mir nämlich auch, dass wir da rein müssen. Dann machen wir doch das mal ganz kurz. Da rein müssen wir uns einen Ring schnappen. Wie es aussieht, hätten wir da sogar noch gegen einen guten Gegner müssen kämpfen, aber den haben sie schon erledigt. Das ist nice. Das ist nice. Valubras Hauering. Hauering. Wahrscheinlich ist das so ein Ehering oder so etwas, aber ein Hauering. So. Dann sind wir da auch schon wieder fertig. Dann gehen wir rauf und dann haben wir da hinten noch etwas zum grösseres Töten. Kriegsfürst Malian töten und schädliche Entweihung zerstört. Dann schauen wir uns das mal noch schnell an. Also wir kommen gut vorwärts. Auch wenn da schon fast alle immer tot sind, bevor wir irgendwo ankommen. Und da haben wir sogar nochmal eine Quest. WTF. WTF. Ich mache jetzt erstmal das kaputt, weil es gibt nochmal 7% pro Dings. Okay. Schädlinge entweiht. Das ist das da. Okay. Tun wir das noch zerstören? Dann können wir die dann mal noch schon töten. Ich glaube, jetzt tun wir uns einmal wirklich ein bisschen mehr aufs Töten wieder konzentrieren. Dass wir nämlich die andere Quest einmal noch ein bisschen anbekommen. Ja, von dem haben wir nichts bekommen. Okay. Den können wir nicht töten. Ich sage, wir machen einfach da mal gemütlich weiter. Es tut ein schöner Prozent viel. Also wenn jetzt so wirklich Prozent gerade mit allem zusammensteigen, haben wir irgendwie 5 Quests aufs Mal gemacht. Das wäre natürlich ziemlich nice. Und dann tun wir die zwei noch zerstören, wenn da schon gerade niemand rum ist. Da hinten hat es irgendwo noch ein Kisteli. Also da könnten wir auch noch schauen, ob wir schon ein Kisteli machen. Sogar 2 Kisteli jetzt da in der Umgebung, okay. Da hinten und da vorne gerade. Okay, dann haben wir das auch noch erledigt. Jetzt fehlt uns... Die haben wir, glaube ich, erledigt, die Quest, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Da wird alles abgemerzt. Lasst mir doch auch noch einen Geist übrig. Aber dann gehen wir sowieso noch schnell unsere andere Quest annehmen. Die da hinten auch noch ist. Also wir haben wirklich sehr viele Quests am Start. So. Stören wir das? Ey, 68%. Also es geht von allein. Es geht wirklich von allein. Genial. Mutter, wo bist du? So. Helft Krula, ihre Mutter der Nekropole zu finden. Annehmen. Ah, okay. Mutter hat was gesagt über eine Abmachung mit Bonsandi. Sie ist sicher noch irgendwo in dem Tempel. Eine Abmachung mit dem Bonsandi, mit dem Todesloir. Und dann bin ich mir unsicher, ob da etwas Gutes dabei rauskommt. Hat recht. Ihre Mutter ist nicht auf der anderen Seite. Geht! Findet die abhandene Mutter und bringt sie Nun ist zusammen. der Meister. Also gut, wir tun in dem Fall das wirklich machen. Der Bonsandi ist auch dafür. Möchte Bonsandi dienen. So, und da haben wir schon den nächsten Boss, den wir töten müssen. Das wäre Yochunga, glaub's. Nein, Malaya. Da unten. Malaya ist getötet. So, der macht auch gerade mit. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Damage am Start. Ist natürlich auch nice. So, nice. Das haben wir erledigt. Jetzt müssen wir da die Mutter und verwessten Blutstein brauchen wir noch.
Verwester Blutstein. Von denen brauchen wir wirklich noch 4 Stück. 2 haben wir schon mal eingesammelt, aber ich komme von diesen verderbten Geistern nicht über. Ich komme von irgendjemandem anders über. Da müssen wir dann nochmal schnell güchseln. Ah, die komme ich wirklich von diesen Skeletten einfach über. Okay. Priester hier gefunden. Haben mir ein Kleid Okay. Richtig nett. Und das ist noch geil, aber dass ich es auch wirklich im Laufen noch einsetzen kann. Aber man zieht den Aggro auf jemanden. Also wenn ich das einsetze, habe ich wirklich den Aggro von allen auf mir. Das finde ich jetzt noch einen kleinen Nachteil, ehrlich gesagt. Ah, nur eine! Mann! Nur eine! So, aber irgendwie müssen wir da rein, glaubst du, um die Mutter zu finden. Dann machen wir das gerade, wenn wir schon da unten sind. Jawohl, dann sind wir richtig. Geht vor, ich bin gleich hinter euch. Ja, ja, mach dir keine Sorge, einfach hinter mir laufen, das kommt schon gut. Das kommt schon Da ist gut. etwas da. Mutter, wo bist du? Mutter gefunden, warte, wir töten sie ja gerade schon mit da. Ich glaube, dann können wir da gerade mit ihm schon zusammen Quest beenden. Jetzt Nice. sind Mutter und ich zusammen. Für immer. Okay, nice. Aber kann ich da eine Quest abgeben? Mutter hat einen Fehler gemacht, aber ich vergebe ihr. Jetzt Ja, können das wir finde ich den aber schön als Rest der Kind. Ewigkeit zusammen auf Vergib der die anderen Mami. Seite verbringen. In dem Fall viel Spaß auf der anderen Ich hoffe, Seite. Mutter und Geniessen ich es. sehen euch mal wieder. Ich mache weiter. Ich habe noch ein paar Quests, die ich erledigen muss. Also noch eine. Ich glaube, es ist noch eine, die ich erledigen muss. Jawohl. Dann erledigen wir die noch ganz kurz. Wenn wir da noch ein paar Skelette finden, doch da hinten hat es noch ein paar. Das ist zu weit entfernt. Da hinten haben wir ja noch ein paar Skelettchen. Let's go. Aber jetzt habe ich den Aggro von allen auf mir. Das ist halt jetzt wirklich ein bisschen der Nachteil. Wo vielleicht der Vorteil wäre, wenn ich das halt auf meine Drachenfalken, die Fähigkeit mit den Drachenfalken mache. Also jedes Mal, wenn ich Stachelpfeil mache, mache ich Flächenschaden an allen. Jetzt haben wir wieder nur einen bekommen. Es fehlen uns noch 2. Okay. Aber soweit ich gesehen habe, sollten die auch da noch von denen unterwegs sein. Jawohl. Da hat es auch gerade noch ein paar von denen. Dann können wir ja wirklich mal schauen, dass wir die Quest abgeben können. Und dann schauen, dass wir da noch ein paar Skelettchen töten. Dem komme ich das nicht über. Nein, 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 nein. Aber dann können wir gerade noch schnell die Furgina Solase schnell bei dieser Quest abgeben. Weiter, Quest beenden. Das ist Nicht meine Neues. mächtige Seele. Der alte Bonsamdi fühlt sich richtig beflügelt. Nein, von denen komme ich das nicht über. Meine Macht wächst. Das ist gut für dich. Dann lass deine Macht wachsen. Wir persönlich sind auf der Suche nach diesen scheiß Skeletten irgendwie. Und ich finde keinen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben alle getötet. Die haben einfach alle getötet. Das habe ich kein Skelett für mich. Es sind zu viele Leute unterwegs. Nein. Nein, 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 nein. Schade, schade. Kommt, ich brauche noch ein Skelett. Spawnet. Ah, Mann. Es wird wieder mühsam, da ein paar zu finden. Da unten haben wir schon den Blackrock unterwegs, einer vom Blackrock-Server. Aber ich sehe sonst nirgendwo Skelett. Ach Mann, ey. Ach Mann, ey. Wir können die Quest nicht richtig abschließen. Komm, dann töten wir schon den da. Dann können wir schauen, dass wir da in der Prozentzahl steigen, wenigstens. So, nice. Dann können wir das ja auch noch nebenbei erledigen. 94% haben wir da nämlich schon. Da hinten haben wir noch mal ein paar. Jawohl. Jawohl. So, jetzt könnten wir ja eigentlich das da schnell da anlegen. Dass wenn sie mich verfolgen, haben wir jetzt Ruhe schnell für einen Moment. Etwas anvisieren. Jetzt haben wir wirklich schon Ruhe für einen Moment, aber nicht lang. So, schnell Fokus aufladen. Nice, das haben wir erledigt. 12.000 XP so eingesammelt. Für das, dass wir Quests machen. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Aber uns fehlt immer noch eins verderbte Dingsbums. Das heisst, wir suchen jetzt eigentlich nochmal eine Horde voller Skelett. Und das kommt mir da langsam schwieriger vor als irgendetwas anderes. Spektraler Rabe! Tschüss! Hallo! Skelett! Hallo! Hallo? Das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, dass ein paar Skelett finden. Ich
fühle mich ein bisschen verarscht. Da oben! Ich bin außer Reichweite. Nice, nice. Der wollte auch gerade mit angreifen, dass er auch noch seine Dings bekommt. So, nice. Alles erledigt. Wir haben alle Quests erledigt. Nice, 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 nice. Dann gehen wir doch die gerade mal schon gemütlich abgeben. Dann sind wir gut vorwärts gekommen. Es ist auch gut, es ist auch easier gewesen, jetzt alles auf einem Platz. Ich glaube, es war eher der Nachteil gewesen, dass jetzt so viele Spieler da wieder sind. Dass man halt sehr wenig Skelett am Start hat, aber ja, wir haben das doch irgendwie gut gehandelt. So, dann gehen wir wieder zum Bovsadi. Zum Todesloa, Sali. 4 Quests aufs Mal. So, Quest beenden. Dann der zweite Tempel, Quest beenden. Da kommen wir sogar noch etwas Neues über, das ist mir gar nicht aufgefallen. Eine neue, gute Talie. Komm, nehmen wir Talie gerade. 5 Rüstung, 3 Beweglichkeit, 4 Ausdauer, 3 kritisch und 3 Meisterschaft. Das klingt doch schon mal ziemlich schmackhaft. So. Und ein neuer Bogen, aber der bringt das nicht wirklich viel. Und Gunst vom Bovsadi. Sprecht mit Bovsadi im Hof der Seelen und schließt das Ritual ab. Nice, alles klar. Im Hof der Seelen. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Pakt abschließen. So, jetzt müssen wir unseren Pakt abschließen mit dem Bovsadi. Aber wisst ihr was? Das Ganze, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit Omen Schweizer, dann sehen wir, was der liebe Bovsadi jetzt da für uns für einen Pakt eingeht. Ich danke mal fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nicht vergessen. Ein Like wäre ich natürlich auch froh. Bis in der nächsten Folge. Danke mal und ciao.